Einen schönen guten Morgen. Nach 3 Wochen Pause sind wir jetzt also wieder live im Studio Cellophane. Und wir haben natürlich auch heute wieder super Live-Gäste. Wir haben befunden, Sie müssen erstmal in die Dusche. Die super Jungs aus Köln, Brings, die super Jungs, hallo. Wo soll ich mich denn hin? Hier? Wo immer du willst. Hi. Stefan und Harry und die Landeier, die Farmer Boys. Also die Landeier ist ja immer Alex, dann setz dich da hin, wo immer du willst. Alex und Matze, komm zu mir. Ich komm zu dir, oh ja. Die Farmer Boys sind bis hierhin, ne? Eigentlich. Eigentlich musst du da, das stimmt. Ja, richtig. Wir machen jetzt Herzlich willkommen. Ich hoffe, wir haben viel Spaß miteinander heute. Ja, mit 5 Jungs bleibt mir ja nichts anderes übrig. Tja, denke ich doch auch. Außerdem haben wir ein Interview mit Mark Owen. Wisst ihr, wer Mark Owen ist? Ja, logisch. Also den taffen Mark Owen und mit John Woo, den Actionregisseur. Außerdem sind UFOs Tour. Wir sind gerade auf Tour und jetzt haben wir ein paar Tage frei. Ist das Tourleben, ist das cool? Ich meine, ist das gut? Ihr habt ja mal ein Tourlied geschrieben. Da klingt das alles ziemlich trist, ne? Also Autobahn, Stau, ankommen, dann Probe, warten. Ja, ich glaube, das Einzige, warum du das ja machst, sind die 2 oder 3 Stunden, wo du abends im Club auf der Bühne stehst. Ne? Und da drumherum ist halt ein ganzer Tag. Und dieser Tag kann unter Umständen ziemlich langweilig sein, also wie im Stau rumstehen. Also ich habe mal in irgendeiner Bio gelesen, einen alten Stones-Bio, da hat der Trommler gesagt, er wird jetzt irgendwie, keine Ahnung, 25 Jahre Musik machen. Die Hälfte der Zeit hätte er nur gewartet auf irgendwas. Also auf einen Soundcheck oder auf einen, keine Ahnung, irgendwie im Studio gewartet oder sonst wo. Du bist halt viel Zeit damit beschäftigt, irgendwie rumzuwarten. Genauso wie hier, wenn so eine Sendung vorbereitet wird. Das ist ja ein riesen Gehassel vorher, wenn bis 2 Stunden Sendung dann am Start sind. Und auf Tour ist es halt auch, wir fahren halt irgendwie, oft haben wir scheiß Routing, das heißt, so, es ist dann nicht immer alles so günstig bei einer, genau. weit weg, Dann fährst du von Hamburg nach München, dann wieder zurück. Ja, genau. Und sowas ist halt ätzend. Auf der anderen Seite, das Gute ist daran, dass wir zusammen sind. Also, dass wir zu 5 oder auch teilweise noch mit ein paar Leuten von der Crew, dass wir halt so ständig zusammen sind. Und das sind extreme Situationen, die Leute in unserem Alter selten haben, außer sie haben irgendwie einen So zusammen Campingclub oder Man kommt ja nicht weg, ne? irgendwas, ja. Man kann höchstens den Zug nehmen, wenn es mal ganz arg ist. Von 5 Helden auf einen Helden. Ihr kommt aus dem Schwabenland, aus dem wilden Süden. Habt ihr so einen Slang, so Aussprüche, kölsche Aussprüche, die ihr dann erraten müsst, was das heißt? Was ist so richtig kölsch? Ja, hätte ich so ein paar, wo man die erraten könnte. Was ist richtig kölsch? Was ist richtig kölsch? Fräsentier ist zum Beispiel richtig Was? kölsch. Ja, sage ich ja. Fräsentier ist vielleicht richtig kölsch. Was könnte Was das heißt wohl das? sein? Was Fräsentier heißt. Ja. Fräsentier. Fräsentier. Also ein Tier auf jeden Fall. Fräsentier. Ein Tier, das fräst, das in der Fabrik steht und Fräsen tut. Also Ja, ein echtes Fräsentier, der in der Stunde irgendwie 10 Kolben fräsen kann. Also volles Tier, Fräsentier. Nee, das ist ein Schimpfwort irgendwie. Das sagt man zu jemandem, den man zum Beispiel, wo man meint, dass er besonders fertig morgens aussieht, weißt du, oder am Ende ist das Fräsentier, das sagt man schon mal. Und Oder was heißt denn die Zote Minsche? Das ist ein Lied von euch. 2 Sorten Menschen heißt das, 2 Sorte Menschen. Zote, Sorten. Sorten, ja. Ach so, Wahnsinn. Und was gibt's Schwäbisches, was so... Ja, vielleicht Schafsäckel. Schafsäckel. Schafsack wahrscheinlich. Das wird was, eine Sauerei sein. Ja, logisch. Natürlich. Vielleicht was zu essen. Ist das was zu essen? Nee, das ist eigentlich der Penis von einem Schaf. Ich meine, normal, da hätten wir eigentlich drauf kommen müssen. Also wenn ihr noch so ein paar Fragen habt, in die in diese Richtung gehen, oder vielleicht auch andere, einige Fragen. 0138 8550 ist unsere Fan von Telefonnummer. Ihr könnt mit Brings sprechen oder natürlich den Farmer Boys, aber erst später. Wir schauen erstmal in ein Video von euch, das ist aber das Neue ist, glaube ich, in der Mache noch, bis ins Meer. Schauen wir uns, mir wäre ja lieber, wenn es Lustschlösser heißt, aber es heißt Luftschlösser. Kann ja nicht alles. Alles okay. Achtung. Ah, wir sind schon wieder da. Wir haben hier nämlich immer in den Pausen, beziehungsweise während Videos sind kleine Partys. Genau, so kommt man sich dann näher. Ihr seid gerade dabei, ist das richtig, das bis ans Meer zu produzieren, ein neues Video? Ja, wir haben eine Single gemacht, machen jetzt wahrscheinlich auch ein Video dazu und wir hoffen, dass wir es dann irgendwann bis Ende der Tour hinkriegen, weil wir natürlich jetzt auch immer unterwegs sind. Ne? Das ist, Braucht man denn eigentlich ein Video? also ich brauche kein Video. Ich finde dieses ganze Videozeug so im Endeffekt überflüssig, weil es ist nur Stress meistens für uns. Und
das Ergebnis, man ist immer davon abhängig, was die Jungs machen. Das ist halt überhaupt nicht unser Medium. Keiner hat so richtig einen Plan davon. Die laufen 2 Tage mit den Kameras durch die Gegend. Im Endeffekt bist du dem ausgeliefert, was nachher da liegt. Ne? Und wieso seid ihr ausgeliefert? Ich meine, ihr seid ja keine Band, die sich ausliefern lässt. Ich meine, ihr macht ja alles selber, ihr schreibt selber Musik und was. Klar, aber wenn du das siehst, was mit den Kameras gefilmt worden ist, selbst wenn du das nachher siehst, ne? Also erstmal, was sie machen. Sie haben so viele Möglichkeiten, das im Studio anders zu schneiden oder das Bild anders zu machen. Da hat von uns keiner Plan von. Also das ist so, als wir das erste Mal ins Studio gegangen sind, eine Platte gemacht haben, waren wir auch der Technik ausgeliefert, weil keiner Ahnung davon hatte. Mittlerweile wissen wir nach 5 Platten, was die da tun und wo dran gedreht wird. Du meinst aber auch, ob man das braucht zum Verkaufen? Ja, ich meine, braucht man ein Video, um seine Musik an den Mann zu bringen? Ich meine, ihr seid, wer euch kennt, der weiß, dass ihr eine Liveband seid und dass ihr davon lebt, also dass das Brings, die Gruppe davon lebt. Und dann ist die Frage, wo läuft das Video dann? Also die Videoproduzenten sagen, man braucht ein Video wahrscheinlich. Und wo laufen die Videos? Ja, bei Konkurrenzsendern, Viva und MTV. Und spielt Viva das? Ich meine, Viva spielt mit Verlaub uns ganz, würde ich sagen, würden sie nicht spielen. Also ganz am Anfang, als sie aufgemacht haben, vor 3 oder 4 Jahren, da haben sie uns gespielt. Aber dann haben sie halt gewechselt und dann wurde das halt so ein Teenie-Medium sozusagen. Jetzt hast du vielleicht mal Chance, auf Viva 2 zu laufen, aber es sieht auf jeden Fall schlecht aus für alle Newcomer. Ja, und dann gibt es natürlich Sendungen wie Bravo TV oder Hard Attack, Chart Attack und so. Da laufen ja solche Chartvideos laufen da, aber Chartvideos. Ja, eben, das sage ich ja. Deswegen ist die Frage, ob man die überhaupt. Also ihr steht nicht drauf. Was heißt, wir stehen nicht drauf? Es ist halt so, dass da sind ein paar Leute, die haben sich irgendwann mal ausgemacht, das ist unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe. Es gibt keine Zielgruppe. Ich finde, das ist ein Blödsinn. Bei uns sind Leute, die sind 19, 20 auf dem Gig und es sind Leute, die sind 42 und die kommen auf den Gig. Also, das heißt Zielgruppe. Ich meine, es gibt ja ganz bestimmte, sag ich mal, Pop- oder Zappelmusik, was halt so den ganzen Tag an den Videos abläuft. Das hören sich viele junge Leute an, aber ich höre mir auch total verschiedene Musik an. Also deswegen wäre ich auch eine schlechte Zielgruppe. Das ist ja auch Scooter. Ich höre ja auch Scooter von morgens bis abends. Glaube ich nicht. Doch, ich habe alle Scooterplatten zu Hause. Feier! Ihr habt die Möglichkeit, mit Brings und dem Farmer Voice zu sprechen. 0138 8550 ist dafür die Telefonnummer. Bis ans Meer, davon habt ihr allerdings eine Techno-Version gemacht. Ja, wir nicht. Ihr nicht. Nee. Können wir die mal kurz hören? Können wir da mal kurz reinhören, bitte? Ach, das ist die ärmste Version, die es davon gibt. Also der Christian, der ja heute nicht da ist, von der Band, hat gesagt, man sollte alle Drumcomputer vernichten. Das passt ja dann eigentlich nicht, ne? Der hat das auch nicht gemacht. Hast du gerade einen gekauft? Aber davon abgesehen, er hat es ja auch nicht gemacht. Das haben ja andere Leute gemacht. Und ist euch das recht? Ich meine... Was? Sowas davon gemacht. Das ist das erste Mal, dass wir das gemacht haben, dass so Remixe von Sachen von uns gemacht worden sind. Ja, wir waren zu Anfang sogar sehr geschmeichelt, dass sich jemand mit unserem Zeug beschäftigt. Ist ja schön, wenn ein anderer Musiker sich ein paar Gedanken darüber macht. Und also ich meine, das Ergebnis, wie gesagt, das ist vielleicht jetzt auch das schlechteste Beispiel von der Single, weil die Nummer ist so entfremdet, das ist ja gar keine Nummer mehr. Aber es sind ja 2 Versionen drauf, die ziemlich nah noch an dem Original sind, nur halt anders angegangen sind. Dass kein Schlagzeug mehr ist, sondern das Loops, also das heißt Maschinenspiel, ne? Schlagzeugmaschinenspiel. Und dass der Christian Schlagzeugmaschinen scheiße findet, das ist ja normal. Ne? Schlagzeuger, ne? Das ist ja so. Gitarrenmaschinen auch Das ist arbeitslos, heißt das. Das ist aber ja. Was ist eigentlich mit der Möhre die ganze Zeit? Keine Ahnung, ich weiß noch nicht, wo die herkommt. Actionregisseur John Brings und die Farmer Boys jetzt, dass sie Karaoke singen können. Das wäre auch nicht so. Karaoke! Das Publikum, das Love Me Tender! hier mitswingt und ein wenig klatscht. Tender, love me sweet, and never let me go. Make my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Das geht noch heute. Wir haben nur bis 10. Take me to your heart, for it's there Setzt euch zu mir. 013885550, unsere Fanphone-Telefonnummer. Das ist ein Auto. Vielleicht ein Auto. andersrum, aber es ist nett. Das ist ein Alter. Unsere Fanphone-Telefonnummer. Das ist ein Alter. Ja, das habt ihr ganz toll gemacht, das muss ich ja jetzt sagen. Ich meine, das ist unser Job. Ja, wir lange noch Es ist unser Beruf, gut zu sein. Gibt es schon einen Anrufer? Ihr wisst eh, Fanphone. Eine Tatsache, was mir gerade auffällt, wenn man mal richtig bekannt ist, ne, wenn die Leute mal wieder so richtig angesagt sind, die haben original so einen Fernseher, wo wieder der Text abläuft. Das habe ich auf großen Festivalbühnen gesehen. Teleprompter. Die haben dann so ein Ding, wo der Text dran abläuft. Wirklich? Ja, das braucht der Künstler sich seine Texte nicht mehr. Du hast auch so einen Monitor. Dann singst du wieder Karaoke. Du, merkt man nicht, dass es keinen gibt? Ich glaube schon. Hallo? Hallo, Du bist die? Susi. Susi aus? Ziele, das ist bei Magdeburg. Aha, schön. Hi Susi. Was ist da bei dir, Susi? Susi, deine Frage geht an? An Max und Alex. Ja, hi Susi. Ja, ich wollte fragen, ob schon mal jemand neidisch auf euren Erfolg war und wie seid ihr damit umgegangen? Ach ja, eigentlich ziemlich locker. Nee, es gab eigentlich noch nie richtige Probleme da irgendwie. Also, ich glaube, auf jeden Fall Noch nie jemand neidisch, weil eigentlich jeder denkt eigentlich irgendwie... jeder weiß ganz genau, dass wir unseren Erfolg hart erarbeitet haben und das nimmt uns auch jeder ab immer. Weißt du, Neider gibt's ja immer, auch in der Klasse, wenn du eine schlechte Arbeit schreibst, dann sind viele neidisch auf dich, dass sie eine schlechte Note haben wie du. Aber Susi, ich glaube, damit ist deine Frage beantwortet. Danke für deinen Anruf. gut. Ciao. tschüss. Ciao. Hallo? Hallo, hier ist der Uwe Uwe aus? aus Königsbach. Und ich habe eine Frage an den Peter von Brings. Ja, hi Uwe. Warum hast du deine wunderschönen langen Haare abgeschnitten? Das habe ich auch schon gefragt. Ja, ich weiß auch nicht, warum ihr das alle fragt. Irgendwie, weil ich anscheinend nur von Friseusen und Friseuren umgeben sind. Die Leute machen sich viel Gedanken darüber. Ich hatte einfach keine Lust mehr dazu. Mir ist das nach all den Jahren, ich bin 8 oder 9 Jahre mit langen Haaren durch die Gegend gelaufen, morgens wach geworden und habe gesagt, jetzt schneidest du sie ab und habe ich sie abgeschnitten. Weg sind sie. Ja, Ein Mensch mit Taten. Also es gab eigentlich gar keinen richtigen Grund. Ich war weder frustriert, noch ist mir die Frau weggelaufen. Ich habe sie einfach so abgeschnitten. war vielleicht ein bisschen stoned. Ja, sie vom Gesicht her. Danke für deinen Anruf. Ciao. Hallo? Ja, hallo, hier ist der Nils aus Göttingen. Wie heißt Servus, Nils. Ja, fragen Sie denn die Farmer Boys. Klar. Ja, ich will wissen, in welchem Alter ihr angefangen habt und wie lange es dauert hat, bis ihr entdeckt worden seid. Also angefangen hat 5-0. Eure 5. Album ist das. Ist das richtig? Deswegen heißt es auch ganz einfach die 5. Ganz genau. +4? Warum +4? Das ist eine zweite Veröffentlichung. Wir haben die schon mal Anfang des Jahres veröffentlicht, nur wir haben sie jetzt nochmal rausgebracht, weil wir das Label gewechselt haben innerhalb der Plattenfirma und da sind jetzt noch 3 Live-Titel drauf und die Also als Techno-Version. Und die Techno-Version. Und die Techno-Version. Und die Techno-Version. Ganz toll. Super. Das ist überhaupt gar kein Und am Techno. 16.10. spielt ihr in Tübingen. Richtig. Ein Live-Konzert. Super. Hingehen, anschauen. Wir haben noch Anrufer. Hallo? Hallo, Du bist die? Mandy. Mandy. Ja, Und du hast eine Frage an? die Farmer Boys. Danke, Brings, dass ihr da wart. Viel Glück für eure weitere Tour. Und auch euch. Danke, dass ihr da wart. Moonlight gibt's noch. Down Low. Bis nächste Woche. Ciao.